Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Da wacht man auf und denkt nix Böses. Gestern bis um 3 noch Stray gespielt. Großartiges Spiel. Ich liebe es. Und ja, man kann das schneller spielen, aber ich feiere das Spiel so heftig. Ich nehme mir da meine Zeit. Ich suche da den ganzen Scheiß. Erkunde jede Ecke von diesem Spiel. Es ist so wunderschön gemacht. Dementsprechend heute ein wenig später, just wo ich ins Bett gegangen bin anscheinend, hat Rainer eine Bonusfolge rausgepimmelt von seinem großartigen Drachenlord-Podcast. Ja, man glaubt es kaum. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, weil ich ein Vollidiot bin, richtig. Genau, weil ich habe nämlich den 19er Kanal vom lieben Spiegel dort noch nicht abonniert und obwohl es den 18er noch gibt, hat der Spiegel dort das jetzt hier auf dem 19er hochgeladen. Weiß nicht warum, vielleicht hat er Uploadsperre auf dem anderen. Aber meine liebe Community hat mich natürlich über andere Wege darauf aufmerksam gemacht, dass das existiert. Das bin ich vor Viertelstunde bin ich aus dem Bett gekrochen. Schau auf mein Handy, die üblichen Dinge durch und im Discord. Tada! Bonusfolge. Da bin ich ja richtig gespannt. Erstens frage ich mich, warum man das eine Bonusfolge nennt. Er hätte auch einfach weitermachen können. Es kann sein, dass er sagt, ja, weil es chronologisch nicht passt, weil ihm noch was eingefallen ist von davor. Ja. Aber sagen wir mal ehrlich, auf Chronologie kann es bei seinem Podcast eh scheißen, weil ne, der springt umeinander. Ne. Wie ein Frosch in der Pfanne. Dementsprechend schauen wir uns den Schmarrn mal an, wie lange dauert. 40 Minuten. Am Sonntag in der Früh Rainer. Das ist auch bezeichnet wieder, dass er die Scheiße um 3 Uhr in der Nacht ins Internet pimmelt. Also entweder hat er das gestern Abend aufgenommen und er ist da, wo er jetzt gerade ist, hat er irgendwie ja ungefähr so eine Leitung, wie er halt zu seinen YouTube-Anfangstagen an der Schanze gehabt hat, bevor sich sein Glasfaser jetzt hat legen lassen. Oder ich weiß es nicht. Oder er muss sie wieder verstecken. Ja, dass er in der Nacht flüsternderweise irgendwas aufnimmt, weil er ansonsten vor die Tür gesetzt wird. Spekulatius über Spekulatius. Ich laber jetzt schon wieder Ewigkeiten umeinander. Wir sind jetzt bei 3,5 Minuten. Der Mann immer lang umeinander. Gehen wir einer. In Rainer. So, Metal Leute. Ja, halt dein Maul. Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Es geht schon wieder gut los. Ganz ehrlich, es gibt Leute, bei denen, wenn die zum Arbeiten anfangen, verstehe ich das zu 1000%, dass die erst einmal aufstöhnen. Rainer, bei dir nicht. Er hat ewig keinen von diesen Podcasts. Das letzte war das Rudi-Ding. Ja, das ist 2,5 Wochen her. Er hat ewig davon nichts mehr aufgenommen. Er hockt sich dahin, er druckt auf Play. Wie wenn er sich gerade in die Hosen geschissen hätte. Ja, Himmel, Arsch, Rainer, wenn dir das so wenig Spaß macht und es so schlimm ist mit den ganzen Haters und mit allem, dann lass doch die Internet-Scheiße einfach sein. Wo fange ich an? Am Anfang, da die O-Fanger, du. Oh, die Scheiße läuft. Wie gesagt, Spiegel dort, Intro habe ich übersprungen.
Die Scheiße läuft keine 20 Sekunden. Der hat mich jetzt schon wieder auf 188. Zunächst mal, das Ganze heute ist eine Bonusfolge, Rainer, das steht im Titel. ist eine Bonusfolge Danke. für den Podcast. Ich möchte nochmal mit euch einen kleinen Punkt zurück machen. Rainer, man macht einen Schritt zurück, nicht einen Punkt. Komm. Wir hatten ja jetzt zuletzt, darüber gesprochen, wie wir Sorry, Dulli, lassen wir drin. Er hat das Mikro kurz aus. Letzte Podcast war Nummer 9, wo du über deinen toten Vater schwadroniert hast und währenddessen im Hintergrund gedattelt hast. Und dann drüber schwadroniert hast, wie sehr dich das alles mitnimmt und dass du sein Erbe ja ehrst und wir wissen alle, dass das höchstgradiger Bullshit ist, weil erstens, wenn einen das mitnimmt und man das Erbe und das Gedenken ehrt, dattelt man nicht im Hintergrund, während man darüber spricht. Zweitens, wir wissen, was du mit der Schanze gemacht hast. Du hast der Erbe ungefähr so geehrt wie den Dreck, den du dir mit der Dusche aus der Kimme rausspritzt. wie ich bereits aus der Schule war, der Tod von meinem Vater, von meiner Großmutter und so weiter. Ich habe auch aktuell meine Die sind ja gestorben und so weiter und so fort bei dem Text. Barne. Liste nicht mehr da, was als nächstes gekommen wäre, muss ich dazu sagen, weil natürlich alles auf meinem Rechner gespeichert war und ich keine Sicherheitskopie in meiner Cloud angelegt hatte. Rainer, es geht um dein Leben. Du wirst ja wohl wissen, was du getan hast, nachdem dein Vater gestorben ist. Ich kann dir sagen, was du davor getan hast. Da war Rudi noch geatmet, da hast du dich schon drum gekümmert, dass seine Wünsche ignoriert werden und Internet in die Chance kommt, damit du YouTube-Star werden kannst. Weswegen ich nicht mal jetzt einen Zugriff auf mein Skript habe. Rainer, du hast in deinem ganzen scheiß Leben noch kein Skript gemacht. Laber doch keine Scheiße. Ja, das ist wieder Ausreden Lord Deluxe. Laber keine Scheiße. Du brauchst kein Skript. Selbst wenn du eines gemacht hättest. Du hast hier Unterpunkte gemacht, wahrscheinlich von welche Zeitabschnitte du auf einmal behandeln willst. Aber das ist auch Horseshit. Reinhard, es geht hier um dein Leben. Du wirst ja wohl über dein Wissen, was chronologisch in deinem Leben nach dem Tod deines Vaters passiert ist. Dein Vater ist vor 11 Jahren gestorben. Ich weiß, was ich vor 11 Jahren gemacht habe. Hä? Und vor allem, wenn man so ein einschneidendes Erlebnis vorher hat, könnte sein, dass man sich daran erinnert, was danach passiert ist. Ich kann es da sagen. Du hast dich bei ein paar Zeitarbeitsfirmen rausschmeißen lassen, weil du hageldumm und inkompetent bist. Und dann hast du angefangen, YouTube-Müll ins Internet zu pimmeln, der hageldumm und inkompetent ist. Und dann hast du dich darüber beschwert, dass dir die Leute gesagt haben, dass du hageldumm und inkompetent bist. And so it began. Das macht aber nichts. Ich war jetzt hier gesessen und habe hier ein bisschen Musik gehört. Und ja, läuft bei mir jetzt auch im Hintergrund gerade mit. Und ich bin so ein bisschen ins Denken und ins Grübeln und ins Nachdenken und ins Überlegen gekommen. Ins Denken, ins Grübeln, ins Nachdenken, ins Überlegen. Es hätte gereicht, einfach zu sagen, ich bin ins Denken gekommen. Wir hätten gewusst, es ist gelogen, weil wir wissen alle, im Denken bist jetzt nicht unbedingt Olympiaklasse. Und dann weiter im Text. Dieses ewige Umeinander ich muss jetzt hier, ich muss noch 5 andere Wörter, die praktisch Synonyme von Denken sind, hinten dran kleistern, weil die Leute, die mal zuschauen, sind ja so brunzbieselblöd, dass die das nicht checken, wenn ich sage Denken. Das ist auch sowas, was mich fürchterlich fuchsig macht an diesem Mann. Er erklärt da eine Scheiße hinten raus,
so, als wenn wir ihm zuhören, alle komplett kernbehindert wären und er ist derjenige, der den Durchblick hat. Er ist hier High EQ Drache. Ich könnte... Und habe so ein bisschen alte Bilder im Kopf. Bilder von meiner Schulzeit. Er hat Sido gehört, oder? Er hat Sido gehört. Ich bewahre diese Bilder im Kopf. Vor allem. Und ich habe mir gedacht, wir können ja noch... Ich verspreche es, ganz ehrlich, ich lege einen Hunderter auf den Tisch, ja, der sagt, er hat davor Sido gehört. Mal einen kleinen Abstecher in... Mich wundert es, dass er nicht irgendwie... Ach so, ja, sein Pornoblog ist ja gelöscht. Ansonsten wundert es mich, dass er keine Genusswurzelungsvideos, Geschichten geschrieben hat sofort, in denen er irgendeine silberne Totenschädelmaske aufhat. Die Zeit machen und nochmal so ein bisschen einzelne Details besprechen. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich in meinen Podcasts bisher nicht wirklich beschrieben habe oder richtig beschrieben habe, wie ich mich eigentlich wirklich gefühlt habe. Das Gefühl habe ich allerdings auch, Rainer. Das könnte daran liegen, dass du permanent mit Datteln beschäftigt warst und dass du einfach ein unempathisches Ding bist. Ich nehme mal an, du wirst wahrscheinlich... ich weiß, dass du Ofis Videos siehst und das ist das, was Ofi am meisten kritisiert hat an dir, an diesen Podcasts. Dass du einfach oberflächliche Scheiße behandelt hast und nie irgendwie tiefer in die Materie reingegangen bist. Nie irgendwie selbst reflektiert worden bist. Du hast über den Tod deines Vaters gesprochen, wie wenn... Keine Ahnung, ja? Wie wenn da irgendein Spielzeug kaputt gegangen wäre. Das ist erbärmlich, traurig, widerlich. Das macht mich in so viele Gefühle bei mir. Ekel, Hass, Zorn. Raus damit, Rainer. Es ist natürlich schwierig, in einem Podcast sowas wiederzugeben. Nein, Rainer, ist es nicht. Ein Podcast ist so ziemlich nach einem Text die einfachste Form, so etwas wiederzugeben. Es ist, glaube ich, sogar noch einfacher als beim Text, weil ein Text weniger Emotionen übermitteln kann wie eine Stimme. Du musst nicht schauspielern, sondern du musst einfach nur frei vom Herzen weg reden, wie du dich fühlst. Fertig. Ja? Emotionen in Form eines Podcasts rüberzubringen, ist das Einfachste, um Emotionen rüberzubringen. Rainer, nicht das Schwerste. Die einfachste Variante. Wie man sich fühlt, ist sowieso immer sehr schwer generell wiederzugeben, außer... Rainer, das ist nicht schwer wiederzugeben, wenn man kein narzisstisches Arschloch ist. Dann ist es nicht schwer wiederzugeben. Du bist einfach unempathisch as fuck. Du bist gefühlstot. Und nicht wegen die Haters. Du bist gefühlstot, weil du ein Narzisst bist. Weil das einzige Gefühl der Liebe, das du jemals empfinden wirst, für dich selbst ist. Und ansonsten zählt nur deine Triebbefriedigung. Du bist ein Psycho-Rainer. Das musst du dir mal klar machen. Du gehörst in Behandlung. Du hast, wie gesagt, du hast schwadroniert vom Tod deines Vaters, hast im Hintergrund gedattelt. Es hat sich angehört wie so, ja, Mai, und dann ist mir mein Lieblings-Lego kaputt gegangen. Und jetzt sagst du, ja, das ist jetzt nicht so einfach, hier über Gefühle zu reden. Bitch, please? Natürlich in der Situation. Und natürlich dann auch immer sehr schwierig, das im Nachhinein irgendwie in Worte zu fassen. Das ist zumindest meine Meinung. Inzwischen weiß ich ja, wie hoch mein IQ ist. Ich habe... Rainer, Wortwahl und so. Ne? Inzwischen wissen wir, wie niedrig genau dein IQ ist. Hoch ist da nicht die richtige Vokabel. Es hat zwar geheißen, dass der IQ nicht hundertprozentig aussagekräftig ist. Ja, aber es schon. Also nicht hundertprozentig.
Ja, der Charakter macht natürlich auch einiges aus, irgendwie. Also du kannst natürlich einen niedrigen IQ haben und trotzdem aber lernwillig sein und dadurch ein bisschen was ausgleichen. Was aber bei dir komplett, also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist definitiv nicht angesagt. Aber es ist natürlich schon so, dass es so eine Grundidee schafft, wo du dich auf der Intelligenzskala befindest. Aber es wurde ja für das Gericht, für die Verurteilung wegen der gefährlichen Körperverletzung, wo ich verurteilt wurde, wurde ja ein Gutachten gemacht, wo auch der Richter selbst sagte, er versteht nicht, warum das jetzt schon längst gemacht wurde. Das ist richtig. Auch das verstehe ich nicht, warum das nicht schon längst gemacht wurde. Dieses Gutachten hätte nämlich gemacht werden sollen, und zwar ungefähr spätestens als du 7 warst und auf die Dummdulli-Schule gekommen bist. Da hätte man dieses Gutachten machen müssen und dann hätte man zu deinen Eltern sagen können, Herr und Frau Winkler, ihr Sohn ist ein bisschen Intelligenz gemindert, der ist halt ein wenig geistig zurückgeblieben. Kümmern Sie sich drum, der wird irgendwann einen Vormund brauchen und sowas. Dass der, wenn er mit der Schule fertig ist und sowas, dass der in eine Einrichtung kommt oder in der Behindertenwerkstatt unterkommt oder sowas. Ja? Und dann um Himmels Willen, lassen Sie den bloß nicht irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Weil letzten Endes ist so ein psychologisches Letzten Endes. Gutachten ja immer sehr sinnvoll, vor allem in der Situation. Aber er meint deswegen, dass das Gutachten sinnvoll ist, nur damit es ihm eine Strafminderung gibt. Dass da keine Missverständnisse aufkommen. Das ist der Punkt, der für ihn wichtig ist. Wenn die mir jetzt für hageldumm attestieren, muss ich dann nicht ins Gefängnis. Ja, Herr Winkler. Ja, wunderbar, dann machen wir das. Aber es kann natürlich sein, dass sie ihnen den Lappen wegnehmen, wenn sie keine MP... Egal, dann machen wir das. Ja. Für mich ist es jetzt so. Ich habe in den letzten Jahren Ich habe im Übrigen nicht pausiert und schon wieder das Mikrofon gemutet. Das ist ja dieses Mal selber. Gib mir mal einen Moment. Nee, den gebe ich dir nicht. So. Entschuldigung. Hör auf, dich zu entschuldigen, wir wissen, dass es dir nicht leid tut. Muss kurz was ändern. Also ich habe in den letzten Jahren ja sehr viel unter Hater und Mobbing leiden müssen. Nein, hast du nicht. Nein. Du hast unter Hatern gelitten, das ist richtig, aber du hast nicht unter ihnen leiden müssen, weil du dich bewusst selber dafür entschieden hast. Ja? Um das mit den Worten eines legendären Herrn von der PINEA zu beschreiben. Erst lädst du die Leute hier ein und dann rufst du uns an, dass hier Hausfriedensbruch ist. Das beißt sich ja wenig, Rainer. Es beißt sich ja wenig. Und die Geschichte, dass du kein Mobbing-Opfer bist, die haben wir jetzt oft genug erwähnt, ja. Aber das Ganze war ja schon in meiner Schulzeit so. Auch in deiner Schulzeit wirst du genauso Drecksbalg gewesen sein und wirst auch alles verdient haben, was sie dir angetan haben. Da bin ich 100% davon überzeugt. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Aussage getätigt. Oder na, jetzt her. Nein, nein, Rainer. Nein, 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 nein. Wenn du jetzt mit der Judengeschichte wieder ankommst. Wenn du jetzt nochmal mit der Judengeschichte zum 3. Mal, dann rastet hier irgendjemand aus. Und zwar ist es im Prinzip so, für mich ist es so, als wäre ich das ist nur ein Vergleich, ne? Nein, Rainer, sag es bitte nicht. Hinkt vorne und hinten und ich habe immer so merkwürdige Vergleiche. Ja, dann sag sie nicht. Wenn du weißt, dass sie hinken und dass sie merkwürdig sind, dann Schnauze halten. Vielleicht versteht aber trotzdem der eine oder andere, was ich meine. Ich komme mir manchmal vor wie ein Sechszylinder, der nur auf 5 Zylindern. Oh, Gott sei Dank.
Alter, ich habe mich jetzt innerlich schon zum Ausrasten bereit gemacht. Da war jetzt hier Galle schon ganz weit oben am Zapfhahn gestanden. Oder sogar nur auf 4 Zylinder läuft. Ich denke halt auch immer, Rainer, es ist auch geil, er ist ein 6-Zylinder, der auf 4 Zylindern läuft. Rainer, nein. Nein, Rainer, nein. Du bist der Zweizylinder, so Rasenmähermotor. Ohne Sprit, ohne Öl und alle Ventile sind verklebt. Das bist du. Du läufst überhaupt nicht. Und Rundschuh zweimal nicht. es ist sehr schwierig, wenn man selbst nicht den IQ hat, den andere haben, nachzuvollziehen, wie viel schlechter man selber dran ist oder selber schlechter man ist. Das ist richtig. Das ist dieses Idiotenproblem. Weil extrem dumme Leute jetzt zu dumm sind, um zu checken, dass sie extrem dumm sind. Und deswegen halten sie sich für die Größten. Rainer, hast die Geschichte schon mal gehört? Kommt dir die irgendwo bekannt vor? Ha? Ma? Schon mal gehört? Irgendwann? Für mich ist es so, ich bin ein Mensch mit sehr viel Auffassungsgabe. Nein, Rainer, du bist kein Mensch mit sehr viel Auffassungsgabe. Von der optischen und so, also von der visuellen wie auch. Rainer, du hast dich so behindert gefressen, dass du kannst nicht einmal mehr den Kopf drehen. Wir haben das im Ranger gesehen und da hast nochmal 20, 30 Kilo weniger gewogen wie jetzt. Du konntest nicht einmal den Kopf drehen, um einen scheiß Schulterblick zu machen. Nein. Und deine Schweinsäuglein, die sind auch schon so zugespeckt. Kannst du den halben Tag nicht mehr aufrechterhalten, weil du permanent erschöpft und übermüdet bist, weil jede Bewegung für dich ist, wie wenn ich an scheiß Berg hochgehe. Hier zum Beispiel hängt es schon wieder, weil ich nicht weiß, wie ich mich wiedergeben soll. Ja, dann halt doch einfach dein Maul, Rainer. Es ist 4 Minuten in diesem Podcast. Ich reagiere schon 22 Minuten auf die Scheiße. Er sitzt da drin und labert und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, aber ich muss jetzt irgendeinen Content bringen, weil sonst gibt keine Barren mehr. Ich bin jemand, ich habe eine sehr starke Auffassungsgabe. Nicht Auffassungsgabe, Beobachtungsgabe. Aber das ist zum Beispiel wieder so eine Sache gerade gewesen. Ich wollte Beobachtungsgabe sagen, habe es auch richtig im Kopf gehabt, aber ich sage was anderes, weil ich auf was anderes. Weil du hageldumm bist, Rainer. Weil mein Verstand das wieder nicht richtig wiedergeben kann. Ich habe eine sehr starke Beobachtungsgabe und ich merke halt sehr oft, dass ich in vielen Punkten zwar mehr leisten könnte, aber aus irgendeinem Grund schaffe ich das nicht. Nein, Rainer, du bist zu dumm zu begreifen, dass du eben nicht mehr leisten kannst. Das ist der Punkt. Du bildest dir ein, du könntest mehr leisten, weil du andere Leute siehst, die das schaffen. Aber du checkst nicht, weil du so dumm bist, dass du zu dumm bist. Das ist dein Problem, Rainer. Du begreifst nicht, wo da die Hürde ist. Du siehst einen Gronk und einen Al-Blali und einen Unge und wie sie nicht alle heißen. Und denkst, ja, das kann ja auch jetzt, klar. Da setze ich mich hin, laber ein bisschen blöd, du ein bisschen daddeln und dann fliegen wir die Barne ins Gesicht. Ja, schön. Du bist aber so dermaßen kernbehindert, dass du nicht checkst, dass im Hintergrund so viel Arbeit da dran hängt. Und dass das auch nicht von einem Tag auf den anderen passiert ist. Du hast dich da hingesetzt und hast dich nach dem ersten Abonnenten, den du gehabt hast, gefühlt, als wärst du hier der größte YouTuber in Deutschland. Nein, diese Leute haben auch klein angefangen. Klar, die haben sehr viel Glück gehabt, weil die gerade zur richtigen Zeit den richtigen Content gebracht haben, in die richtige Schneise geschlagen haben. Da ist sehr, sehr viel Glück dabei, aber es ist auch richtig viel Arbeit drin. Und ich möchte nicht wissen, auf wie viele Partys diese Leute nicht gegangen sind.
was die alles hinten angestellt haben, weil sie sehr viel Arbeit in ihre Kanäle gesteckt haben, um heute da zu sein, wo sie jetzt sind. Man kann darüber reden, ob ein bisschen YouTube-Kasperei wirklich so viel Kohle rechtfertigt, dass man sich einen riesengroßen Hof auf Madeira leisten kann, aber ich gönn's ihm. Ja? Ich gönn's ihm. Du checkst nicht, dass du den Leuten nicht, also dass du nicht auf derselben Ebene bist wie diese Leute. Du siehst bloß das Endprodukt und denkst, ja, das kann ja. Nein, Rainer, kannst du nicht. Und dann setzt du dich hin und dann wirst du matt, weil du nicht begreifst, warum du das nicht kannst. Und jetzt hast du es schwarz auf weiß, Diagnose hageldumm. Du kannst es nicht, weil du geistig nicht dazu in der Lage bist. Wie ein Sechszylinder halt. Wenn wir jetzt mal beim Vergleich vom Motor bleiben. Ein Sechszylinder hat so und so viel PS, aber mit nur 4 Zylindern hat er natürlich nicht so viel PS. Also schafft er natürlich lange nicht die Leistung. Womit ich jetzt halt sagen will, dass ein... Auch das wieder. Er meint, er ist eigentlich ein Sechszylinder und er hat nur irgendwo, der ist, keine Ahnung, wie er drosselt der Rennmaschine oder sowas. Nein, Rainer, du bist schon scheiße aus dem Werk gekommen. Du warst nie ein Sechszylinder, du hältst dich nur für einen. Ich habe so einen uralten, roten, räudigen Rasenmäher drauf. Wenn ich da einen Ferrari-Aufkleber draufballer, dann fährt er trotzdem nicht mit 300 über die Scheißautobahn. Ein Großteil der Menschen standardmäßig Sechszylinder sind, während ich bloß auf 4 Zylinder laufe. Wäre eigentlich auch ein Sechszylinder, aber ich habe eben nicht die Leistung, weil bei mir irgendwas defekt ist. Ja, was bei dir defekt ist, ist zwischen den Ohren. Das ist, denke ich, ein ganz guter Vergleich. Nein, Rainer, ist es nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Man kann es auch anders vergleichen natürlich. Das ist das Beste, was mir eingefallen ist. Ja, man kann es aber auch bleiben lassen, Rainer. Und ich mache das hier übrigens alles wieder mal ohne Skript, also. Rainer, du hast noch nie irgendwas mit Skript gemacht, jetzt halt dein Maul. Ich sage halt, was mir so einfällt. In der Schule war es genau das Gleiche. Ich war ein Mensch, ich habe in bestimmten Bereichen, habe ich unglaublich wenig getan, aber unglaublich viele oder gute Noten geschrieben. Nein, Rainer, wir haben dein scheiß Zeugnis gesehen. Du hast in deinem Leben noch nicht eine gute Note gekriegt. Wir haben dein scheiß Zeugnis gesehen. Vergleichsmäßig. Ich war zum Beispiel... Also wenn du einen Vierer als gut ansiehst, dann gebe ich dir recht. Boah, nix gemacht, trotzdem Vierer geschrieben. Hey, hey. Na, Rainer. In Fächern wie Physik und Chemie sehr gut. Nein, Rainer, bist du nicht. Und ich war aber dafür in Mathematik sehr schlecht. Und auch in Deutsch natürlich. Und das liegt einfach daran, dass das einfach Themen waren, die mich interessiert haben. Bei Deutsch, also bei der Rechtschreibung und bei der Ding kommt dann noch die Legasthenie dazu und da ist dann... Die Legasthenie, die du dir selber diagnostiziert hast, Rainer. Jetzt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er Legasthenie hat. Oder ob es daran liegt, dass er halt permanent die Schule geschwänzt hat und deswegen halt einfach nicht lesen kann. Vielleicht ist eine Mischung aus beidem. Keine Ahnung. Schon wieder der erste Zylinder im Eimer. Und generell bei Mathematik ist es halt auch die Aufmerksamkeit, die einfach fehlt. Es ist alles ziemlich schwierig. Es läuft alles ziemlich scheiße irgendwie. Immer schwierig. Wie soll ich das ausdrücken? Ich komme mir halt wirklich vor, ja, ich will damit niemanden beleidigen, aber ich komme mir wirklich wie ein behinderter Mensch vor. Ding, 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 Jackpot, Rainer! Das ist der Weg, auf dem würde ich weitergehen, Rainer. Dann kommst du zu einer großartigen Erkenntnis. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung für dich. Oh, vielleicht bin ich ja behindert. Und dann in der nächsten Konsequenz, ja, vielleicht bin ich ja einfach zu blöd für die ganze YouTube-Sache. In der nächsten Konsequenz, ja, vielleicht soll ich mich aus dem Internet löschen. Vielleicht bin ja ich das Problem. In der nächsten Konsequenz, gelöscht. Hartz IV, weil, ganz ehrlich, Arbeit
sogar wenn der Hate nicht wäre, findet dieser Mann nie, weil er arbeitsfaul ist und neben seiner geistigen Beschränktheit sich körperlich auch noch behindert gefressen hat. Und dann bist du da, wo du hin musst, Rainer. Das ist ein einfältiges Dulli-Leben, aber es ist ohne Haters. Du kriegst ein paar Mark 50 hingeschmissen. Wie gesagt, gerade jetzt mit der Inflation, unter welchen finanziellen Bedingungen auch Hartz-IV-Empfänger leben müssen. Ich habe selber mal eine Zeit lang davon leben müssen. In der Stadt war kein Spaß. Und das ist schon eine ganze Zeit lang. Ja, heutzutage möchte ich das nicht wissen. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, diese Hartz-IV-Sätze sollten höher angesetzt werden und die Barrieren sollten ein bisschen runtergeschraubt werden. Und, aber das ist das, was er kann. Nichts. Also den kannst du höchstens nur irgendwo in die Behindertenwerkstätte setzen und dann darf er Schlüsselanhänger flechten. So. Das kann er machen. Und ich meine das echt nicht abwertend. Im Übrigen, ich meine das auch nicht abwertend, wenn ich sage, dass er geistig behindert ist. Ich habe nichts gegen geistig Behinderte. Ich habe nur was gegen ihn. Dass er zufällig zu dieser Bevölkerungsgruppe gehört, ist reiner Zufall. Das ist hier die Schnittmenge. Narzisstische Hurensöhne, geistig Behinderte. Schnittmenge, na. Ich meine, das Legasthenie ist ja sowieso eine Behinderung, in gewisser Weise. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich alles tue oder alles versuche wohlgemerkt, nicht tue, sondern alles versuche, um mein Leben irgendwie zu verbessern. Einfach nur in meinem Leben. Nein, Rainer. Du versuchst mit Krampf alles, um dein Leben zu verschlechtern. Jede Entscheidung, die du getroffen hast, war die falsche. Leben irgendwie zurechtkommen. Das Leben, wenn ich mir so anschaue, Ich will nur mein Leben leben, ne? Wie gesagt, Auffassungsgabe bzw. Beobachtungsgabe. Das Leben ist schon für viele Menschen, die nicht diese Probleme und diese Einschränkungen haben, die ich habe, sehr schwierig. So ist es zum Beispiel für jemanden, der in der Schule sehr gut war, nicht immer gleich leicht, sich eine Arbeit zu suchen oder eine Ausbildungsstelle. Ich kenne mehr als einen, der eine weit bessere Schule besucht hat und eine weit bessere schulische Qualifikation hat als ich, aber einfach keine Arbeit gefunden hat. Und das, obwohl ich jetzt schon gearbeitet habe. Lag aber auch oft daran, dass sich solche Menschen auch einfach oft selbst im Weg gestanden waren. Denn da war es dann meistens so, die haben halt was sehr Großes gelernt, die haben halt Studium und Abi und was weiß ich alles gemacht. Und dann wollten sie sich halt nicht in eine Firma reinstellen, um da zu arbeiten, was ja nachvollziehbar ist. Schließlich haben sie ganz andere schulische Voraussetzungen. Aber für mich ist es trotzdem immer so. Ich habe eigentlich mit YouTube damals angefangen, weil ich Spaß dran hatte. Nein, Rainer, du hast mit YouTube angefangen, weil du gesehen hast, dass es Leute gibt, die können da deiner Meinung nach mit wenig Aufwand viel Geld verdient haben. Deswegen hast du mit YouTube angefangen. Das habe ich ja schon oft erklärt. Ich habe du hast schon jedes Mal gelogen, wo du es erklärt hast. Weil ich Spaß damit hatte. Irgendwann später hat sich dann der Gedanke eingestellt, hey, ich könnte doch vielleicht davon leben. Ja, dieses Märchen hast du uns 1000-mal erzählt und es wird nicht wahrer, je öfters du es wiederholst. Und natürlich hat sich damals für mich auch sehr stark angeboten, dass ich sowas halt mal versuche, weil das war die einzige Möglichkeit für einen kleinen Sonderschüler wie mich, der schulisch einfach nichts kann oder nie was. Ich bin ein Mensch, der so schlecht in der Schule war und so schlecht im Leben war, dass er es nie im Leben zu irgendwas gebracht hätte. Ich hätte es nie zu irgendwas gebracht. Rainer, du hast es zu nichts gebracht. Du hast es zu nichts. Du hast es zu einer der meistgehasstesten Persönlichkeiten Deutschlands gebracht. Das ist das, was du geschafft hast und da kann man nicht stolz drauf sein. Rainer, sagen wir mal, du hast es zu nichts gebracht. Zu nichts. Ich hätte niemals Mathematik studieren können oder ich hätte nicht mehr Musik studieren können, weil ich einfach in der Schule so schlecht war, dass ich nichts, aber auch wirklich keine Chance. Nicht mal Musik studieren können. Alter, Musikstudium ist
heftigst anspruchsvoll. Der tut jetzt so, wie Musik ist so ein Dulli-Studium. Diese Menschen tun nichts, außer zu versuchen, so nah an die Perfektion in ihrem Musikinstrument ranzukommen. Und für ein Musikstudium musst du 2 Instrumente, glaube ich, mindestens auf diesem Niveau beherrschen. Und sogar dann wird's schwierig. Ich habe einen Kumpel, der war ein Gitarrengott und hat auch noch sehr, sehr, sehr gut Klavier spielen können. Und den haben sie nicht genommen fürs Musikstudium. Und der hat wirklich jede freie Minute geübt. Der hat sich aber einen Mittelhandknochen gebrochen und hat dann in den Gips vorne zwischen die Finger sich ein Plektrum rein getaped, damit er mit der gebrochenen Hand weiter Gitarre üben kann. Das ist, was diese Leute machen. Auch da Arbeit. Sehr, 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 sehr viel Arbeit. Kennst du nicht, Rainer? Gekriegt hätte. Oder habe. Ich habe auch viele Chancen versucht wahrzunehmen, die ich nicht nehmen konnte. Einfach aufgrund meiner schulischen Leistungen. Dazu kommt natürlich, dass ich in meiner Schule, wie ich schon immer erzählt habe, auch nicht besonders beliebt war. Ich bin eine Heulsuse gewesen. Ich bin als Jugendlicher... Ja, du hast die anderen Kinder blöd angeredet, dann hast du geschubst und bist aggressiv geworden, dann haben sie da eine aufgestrichen und dann hast du zum Heulen angefangen und hast Frau Lehrerin oder Mami, die sind alle gemein zu mir. Du hast die Leute provoziert, so lange bis du eine gefangen hast und danach hast zum Flenner angefangen und bist petzen gegangen. So ein Ding war das nämlich. Dass man dann nicht sonderlich beliebt ist, das wundert natürlich keinen Menschen. Teilweise wegen nichts und wieder nichts geheult. Aber auch teilweise einfach, weil ich halt von vielen Leuten permanent angegriffen, verletzt, beleidigt oder in irgendeiner Form herabgesetzt wurde. Im Prinzip hat mir mein Leben lang jeder eingeredet, du kannst nichts und du wirst nie was sein. Auf die Leute hättest du hören müssen. Rainer, auf die Leute, die haben dir einen sehr, sehr weisen Rat gegeben. Du kannst nichts und du wirst nie was sein. Für viele Menschen ist es so, wenn sie die ganze Zeit gesagt bekommen, du bist schlecht, du bist nichts wert, du bist ein Loser, du bist ein Noob, du kannst nichts, du wirst nie was erreichen in deinem Leben. Du bist ein Noob, das hat wahrscheinlich, so wird es drin gestanden sein. In seinem ersten Zeugnis. Der erste Lehrer. Na, Rainer ist ein ziemlicher Noob. Hier, erst Aggro ziehen und dann Group Wipe. Ich würde, also meiner Erfahrung nach, das sind keine Fakten, das sind keine Zahlen, die irgendwie auf Fakten beruhen, sondern das sind lediglich meine Eindrücke und meine Erfahrungen, die ich habe. Die Mehrheit der Menschen, wenn sie sowas gesagt bekommen, die sagen... Ja, da gibt es wieder, wie wir es im Podcast hatten, gibt es halt 2 Alternativen. Entweder klarkommen damit oder sie umbringen. Und dann, ja, okay, gut, dann mache ich halt was anderes. Oder die geben einfach klein bei oder sagen halt ja. Ja, das hättest du auch machen sollen, Rainer. Die wenigsten davon, und dazu zähle ich mich selbst, sind dann Menschen, die eine Trotzreaktion hervorrufen. Oder bei denen man eine Trotzreaktion hervorruft. Und das ist halt hageldumm. Im Übrigen, by the way, Leute, ich weiß, mein Video dauert jetzt schon so lang wie sein Video und wir sind bei seinem Video noch keine 12 Minuten drin. Es tut mir leid, aber ich verfall dann in einen Redeschwall und... So zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich hergehe, wenn zu mir jemand sagt, ey, du bist ein Idiot, du kannst das nicht. Im Normalfall werde ich so reagieren. Dann wird es darum gehen, was genau ist es. Weil ich... Wenn man ihm irgendwas sagt, furzt er erstmal. Klassische Reaktion. Das für etwas, was ich kann, halte ich jetzt für etwas, was ich mir erlauben kann, was ich probieren kann, was ich versuchen kann, was ich machen können will. Boah, hör auf, permanent. Es macht mich. Was ich versuchen machen kann, tun lassen hin, Ding. Sag einfach, halte ich das für irgendwas, was für mich möglich ist. Punkt. Weiter im Text.
Oder ist es etwas, was gegen meine Prinzipien, meine Natur oder mein Wesen spricht? Ich würde zum Beispiel nie aus einem Helikopter springen oder aus einem Flugzeug oder sowas. Fallschirm springen. Ist einfach nicht mein Ding. Rainer, so einen großen Fallschirm gibt es nicht. Und da könnte man mich so lange drum mit nerven, wie man will. Das würde nie funktionieren. Das würde ich nie durchziehen. Rainer, geh doch mal Fallschirm springen mit Serial Talk und lass ihn deinen Fallschirm einpacken. Bitte. Wenn jetzt aber jemand zu mir sagt, du schaffst es auf YouTube nicht. Und ich sitze da und denke mir so, warum soll ich das nicht schaffen? Ich probiere es halt einfach. Weil du hageldumm bist, Rainer. Was habe ich davon? Wenn ich aus dem Flugzeug springe und mit dem Fallschirm kann es passieren, dass irgendwas passiert und ich lande am Boden und bin matsch. So. Wenn ich es überhaupt bis zum Boden schaffe. Bei meinem Glück fliege ich in einen anderen Segelflieger oder irgendwas neu. Aber mit YouTube habe ich eigentlich nie damit gerechnet, dass ich halt auf eine Art und Weise versagen kann, wie es jetzt der Fall ist. Rainer, es wäre nicht so, dass dir seit deinem ersten Video, was du jemals auf YouTube hochgeladen hast, alle Leute, die es jemals gesehen haben, gesagt haben, Rainer, lass es sein, das ist nichts für dich, du wirst da versagen, das ist dumm. Ich habe mir damals halt gedacht, das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass ich halt nie Videos oder nie Klicks oder nie Reichweite generiere. Dann habe ich es aber halt versucht. Und alle haben damals gesagt, ja, lass es, lass es. Und ich habe nicht auf sie gehört. Und auch die ganzen Hater, die ganzen Aktionen, lösch dich, lösch dich. Das sind für mich dann Trotzreaktionen, wo ich sage, nö, warum soll ich mich löschen? Irgendwann wird sich das Ganze schon ändern. Und wie gut hat das funktioniert, Rainer? Ich bin auch immer noch der Meinung irgendwo, dass es sich mal ändern wird. Rainer, jetzt habe ich... Ganz ehrlich, Rainer hat mich geblindsided jetzt gerade. Ich habe ganz kurz wirklich gedacht, oder jetzt hat er's gecheckt, jetzt ist der Groschen gefallen. Hier, der Schimpanse hat die Banane gefunden. Nein, nein, nein. Ja? Gleich wieder Handbremse ziehen, doch noch die Ausfahrt nehmen in Richtung unbesiegt. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Die Frage ist halt, in welche Form. Für mich ist es immer so gewesen, dass ich mich eigentlich nur hinsetzen wollte und einfach nur mein Ding durchziehen. Ding durchziehen, leben, ne? Ich bin niemand, der irgendwann mal von der Arbeit nach Hause kommt und 5000 Euro auf dem Konto hat. Das hätte ich in meinem Leben nicht geschafft. Aber mit YouTube kann ich das. Ich kann mich hinsetzen und ein paar Videos machen. Ich muss nicht mal das Haus verlassen und ich schaffe es am Ende vom Monat ein paar tausend Euro zu haben. Ja. Genau, das ist der Kernpunkt von der ganzen Sache. Du bist arbeitsfaul und YouTube ist für dich die einfache Möglichkeit, Barne zu generieren. Und ganz ehrlich, wenn dein Charakter nicht so abartig wäre und dein Content nicht so widerlich und du nicht permanent irgendwelche wirklich menschenverachtende Scheiße oder wir haben alle drüber gesprochen. Ja, ich kann jetzt mit den P-Blocks anfangen. Wir kennen es zu Genüge. Wenn du das alles nicht wäre, wenn du einfach nur ein bisschen zurückgebliebener Dulli wärst, der über Metal schwadroniert, würde ich es dir gönnen. Ich würde es mir nicht anschauen, aber ich würde es dir gönnen. Was reicht für meinen Lebensunterhalt, was reicht für ein Auto, was reicht für einen Führerschein, brauche ich ja nicht, aber was halt für meinen Lebensunterhalt reicht. All diese Dinge. Und ich habe es halt geschafft, mit etwas in einem Metier, wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Oh je, da versuch's bitte nicht auch noch mit den Fremdwörtern. Ich habe es geschafft, in einem Bereich Fuß zu fassen. Rainer, du hast schon lange keinen Fuß mehr gefasst, weil du zu dick bist und damit der Hand nicht runterkommst. Ansonsten wärst du irgendwann in den letzten 2 Jahren mal in der Lage gewesen, dir die Zehennägel zu schneiden. Wo es halt kaum einer schafft. Ich meine, es gibt Tausende und Hunderttausende von Usern im Internet. Und extrem viele davon schaffen es halt nie.
Ähm, Ich habe schon viele YouTuber und Streamer gesehen, die weit besser sind als viele andere. Aber die schaffen es einfach nicht. Da kommen Leute wie Unge und Alblali, die Blabli, bitte. So viel Zeit muss sein. zugegebenermaßen viel für ihr Zeug getan haben und auch das erreicht haben und auch verdient. Und dann kommen so Leute wie Tanzverbot, die einfach nur rumragen und total und sogar noch nur auf andere rumhacken, auf größere, auf berühmtere Leute rumhacken. Alter, bitte Rainer, nein. Ich, ich habe keinen IQ, was Tanzverbot angeht. Ich weiß, dass der existiert, ich weiß, wie er ausschaut. Ich habe noch nicht eine Sekunde Videos von dem geschaut. Kann ich nichts dazu sagen. Und die es dann schaffen, da auch berühmt zu werden, auf Grundlage von dessen, was andere getan haben und andere geleistet haben. Ich weiß, dass Unge und auch Excel und so heutzutage andere Sachen machen, wie sie angefangen haben, aber das ändert nichts daran, wie sie es gemacht haben. Und ich kenne halt YouTuber und Streamer und Podcast-User und so weiter, kleine Leute, was heißt kleine Leute nicht, aber halt Menschen, die halt kleine Abonnenten, kleine Kanäle haben. Die gurken zwischen 15 und 100 Abonnenten herum oder zwischen 1000 und 5000 oder zwischen 10.000 und 100.000. Nicht einmal 100.000. Ja, Rainer, komm, hör mit den Zahlen auf. Es gibt genug, ich kenne genug, die nicht mal an die 60.000 kratzen. Und ich kenne auch viele Leute, die viel zu wenige Abonnenten haben. Hier, den solltet ihr mal Liebe rausschmeißen. Ich verlinke einen Teil davon. Ich weiß gar nicht, ob die Links alle noch aktuell sind. Ich glaube, ich muss mir die Linkliste nochmal vom Uti klauen. Aber ich verlinke euch das nochmal unten. Bei denen, die noch aktuell sind, Liebe dalassen und Abo ausschmaßen. die sind halt total unbekannt. Und die machen aber jeden Tag Videos, und das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und die machen das, weil es ihnen Spaß macht, Rainer. Die machen das, weil es ihnen Spaß macht. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Leute, mit denen ich ursprünglich angefangen habe. Die Leute von der Gamers Playground TV, wo wir gemacht haben. Wobei ich heutzutage keinen Kontakt mehr zu den beiden habe. Wir waren ja nur zu dritt damals. Wir hatten damals eine Serie, der Gamers Playground TV. Da habe ich kein IQ drin, da war ich noch nicht im Game, wird dumm gewesen sein. Und ich nehme an, dass es auch nicht so ist, wie er das jetzt so hinstellt, dass er irgendwie fester Teil von irgendeiner Crew gewesen ist, sondern ja. Wir hatten aber nur 5 Folgen oder was und die gibt es auch nicht mehr. Und dann gibt es aber noch die Leute mit zum Beispiel von Gameplay Zone. Das war auch eine Gruppe von Usern, ähnlich wie Gronk damals mit seiner Play Massive. War das halt auch eine Webseite von verschiedenen Let's Playern und Streamern, die ja zusammen da sich organisiert haben und dann da Zeug gemacht haben. Und zu der Gruppe habe ich auch gehört. Ich bin dann da irgendwann mit eingestiegen. Das war noch vor den Hatern. Aber das sind halt so, ich meine... Das ist reine Zeitrechnung. Also, in der normalen westlichen Welt gibt es vor Christus, nach Christus, bei Rainer gibt es vor Hatern und nach Hatern. Ich habe keinen Kontakt mehr zu denen, aber ich weiß halt noch, wie die Kanäle waren. So. Und ich habe vor kurzem mal wieder nachgeschaut. Und einer von denen, der macht immer noch Videos, aber der hat nicht einmal 20.000 Abonnenten. Oder nicht einmal 30.000 Abonnenten. Ja, der hat halt aber Gaudi da dran. Und deswegen macht er das weiter. Ist doch überhaupt gar kein Problem, Rainer. Obwohl der schon länger YouTube macht als ich. Sogar schon länger als Gronk. Und er hat auch eine solide Zuschauergemeinschaft, aber er schafft es halt einfach nicht größer zu werden. Ja, und da ist doch überhaupt nichts Schlimmes dran. Ich wette was, wenn du fragst, er ist happy as fuck mit seiner Community. Weil er sagt, hey, ich habe lieber eine kleine Community, die mich feiert und mit der ich Spaß haben kann, ne? als dass ich 230.000 Abonnenten hätte, von denen die Hälfte gekauft ist und die andere Hälfte zu 99% Hater.
Und so geht's vielen aus der Gruppe. Es gab mal einen, der hat es dann mal auf 30.000 Abonnenten geschafft in der Gruppe damals. Der hatte damals viel mit, hat damals viele League of Legends Videos und Sachen gemacht. Und damit hat er es tatsächlich geschafft, oder war das mit irgendwas anderem? Mit irgendeinem Projekt auf jeden Fall, hat er es dann geschafft, auf die 30.000 Abonnenten zu kommen. Das war der größte Kanal, den wir hatten. Alle anderen waren zwischen 500 und 1000 Abonnenten. Als ich damals beigetreten bin, bei denen hatte ich 88 Abonnenten. Ich hatte nicht mal 100 Abonnenten. Und dann irgendwann Alter, wenn einen Abonnenten-Counter einführen, ich bin zu dumm dazu, aber. hat es mit den Hatern angefangen. Ich habe mich dann von denen losgesagt, weil ich damals ihnen keine Probleme machen wollte. Ja, genau, der selbstlose Lord. Er hat sich von denen losgesagt, weil er keine Probleme. Rainer, wie gesagt, ich weiß von der ganzen Scheiße gar nichts, was du da laberst. Aber hier ist, was passiert ist. Du hast die genervt. Darf ich bei euch mit dabei sein? Bitte, bitte, darf ich, bitte, bitte, darf ich, bitte, 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 darf ich, bitte, darf ich, bitte, darf ich, so wie bei den Simpsons, als Bart und Lisa Homer nerven mit können wir einen Pool haben, Dad? 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 Fährst du mit uns zum Mount Splashmore? Fährst du mit uns zum Mount Splashmore? So ein Ding war das. Und dann haben die gesagt, um Gottes Willen, damit er Ruhe gibt. Jetzt lassen wir den da mitmachen. Und dann haben sie festgestellt, der ist hageldumm und widerlich. Und dann haben sie dich wieder rausgeschmissen. So wird's gelaufen sein. Du hast die nicht selbstlos verlassen, um ihnen keine Probleme zu machen wegen die Haters. Hättest du im Leben nicht gemacht. Wenn die irgendeinen Nutzen für dich noch gehabt hätten, wärst du da drin geblieben. Da hättest du dich da dran festgebissen wie so eine Zecke. Die haben dich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit rausgeschmissen, weil sie festgestellt haben, wie du drauf bist. Heutzutage muss ich sagen, gut gelaufen, dass ich das gemacht habe. Es ist wirklich heftig, wie sich das alles so entwickelt hat, wenn ich mal so zurückschaue. Und ihr merkt, wie verwirrend meine Gedankengänge sind, ne? Ich wollte eigentlich Rainer, das sind wir gewohnt von dir. über die Schule reden und über meine Schulzeit, und jetzt rede ich über YouTube schon die ganze Zeit. Ja. Ja, jetzt bleiben wir einfach mal bei dem Thema. Was soll's? Dann mache ich jetzt noch ein anderes Video. Macht ja nichts. Ja, hau raus, Rainer, hau raus. Im Übrigen, die Erkenntnis von vor 10 Minuten, die ist jetzt auch schon wieder in Gully runtergespült worden. So, machen wir halt noch mehr Videos. Er war so kurz davor zu merken, dass er zu dumm dazu ist. Nee, weiter geht's. Ich habe sowieso schon mir sagen lassen, dass mir viele Leute gerne länger zuhören auch mal. Und dann habe ich wenigstens was zu reden. Also, die Sachen, die ich immer gesagt kriege, das so, wow, Gott sei Dank hast du da ein Video drüber gemacht und hast dir das gegeben, weil ohne deinen Kommentar könnte ich mir das nicht anhören. Das ist so das Feedback, das ich so aus dem Internet kriege. Ja, was soll ich jetzt groß noch dazu sagen? Also im Prinzip, ich habe mein Leben lang versucht, irgendwie in der Welt zurechtzukommen. Ich habe es mit einer normalen Arbeit nicht geschafft. Ich hatte damals zwischen 1200 und 1500 Euro verdient. Gut, zugegeben, damals ging das noch, aber heutzutage, man kommt ja heutzutage kaum mit 1600 bis 2000 Euro zurecht. Wenn ich Rainer, du hast ein komplettes Haus für dich alleine gehabt damals. Ein Riesenhof. Und wenn dir das... Ich hätte nachvollziehen können, wenn du gesagt hast, hey, ich habe jetzt diesen Hof für mich alleine, das ist mir zu viel, ich kann mich nicht alleine um so einen riesen Hof kümmern. Ich verkaufe den jetzt, also praktisch direkt nachdem du ihn geerbt hast, und kauf mal dafür so eine kleine Wohnung in Nürnberg, eine Eigentumswohnung, und geh da einem Job nach, und dann hättest du ganz leicht, ja, kleine Eigentumswohnung, irgendeinen Job, wo du 1500 Euro verdienst, den hättest du gefunden, hättest du ganz leicht ein ganz stinknormales Leben führen können. Da hättest du jetzt wahrscheinlich netto, da hättest du jetzt wahrscheinlich weniger, dadurch, dass du deutlich weniger Fixkosten hättest, hättest wahrscheinlich im Monat mehr
Guthaben zur Verfügung, was du frei verprassen kannst wie ich. Ich mir so vor allem die Preise aktuell anschauen mit dem Krieg und alles. Sorry, aber das geht ja gar nicht. Auch die Spritpreise müssen ja so angestiegen sein. Ich meine, als ich mit dem Auto unterwegs war, war es mir egal. Aber auch da habe ich habe einmal für 2,40 getankt. 2,40, gut zugegeben, das war auf der Autobahn. Aber trotzdem, das ist vom halben Jahr gewesen ungefähr. Das war echt übel. Ja, und das Ganze ist halt auch, wenn man so drüber nachdenkt, was noch alles so los war und was alles so geht. Ich weiß nicht. Die letzten Jahre, was wir da alles so hatten und wir haben auch echt einen langen Weg hinter uns, muss man sagen. Als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich, naja, ich hatte noch ein Leben. Ich hatte noch ein Leben, ich hatte noch eine Familie, ich hatte noch Freunde. Ja, das hast du alles den Gully runtergespült, um der große YouTube-Star zu werden. Ich konnte am Wochenende weggehen. Und der Witz ist, ich habe damals unter anderem deswegen irgendwann mit YouTube versucht, Geld zu machen, weil ich wusste, ich könnte, wenn ich es mit YouTube schaffe, könnte ich so viel Geld verdienen, dass ich mein Haus herrichten kann, mir ein schönes Auto kaufen kann, mir vielleicht eine Familie gründen kann mit Frau, mit Kindern. Ja, genau, die hättest du kauft, die Familie mit Frau, mit Kindern. Geld macht es aus, ob du Frau und Kinder hast. Rainer, ob du Frau oder Kinder hast, hat mit Geld nichts zu tun. Es gibt genügend Leute, die sind bettelarm und haben Frauen und Kinder. Hm? Und ich immer genug Geld hätte, damit meine Kinder was zum Anziehen haben, damit meine Kinder irgendwann für die Schule was Gutes haben, vielleicht sogar in eine gute Schule gehen können. Nee, Rainer, komm, laber nicht. Diese Märchen, die brauchst du uns jetzt an immer erzählen. Die hast du jetzt auch schon 1000-mal verzapft und kein Mensch glaubt dir die Scheiße mehr. Du wolltest der große YouTube-Star werden, damit du dir teures Spielzeug kaufen kannst und damit du fürs Daddeln bezahlt wirst, der Zattler. Das ist der Punkt. Du wolltest nicht arbeiten gehen, weil du lieber daheim sitzt und daddelst. Und hast dir gedacht, dann mache ich YouTube, dann kann ich da daheim sitzen und daddeln, werde dafür mit Barren beworfen und kann mir mehr Spielzeug zum Daddeln kaufen. Punkt. Haus, Erbe, scheißegal, Frau, Kinder, scheißegal, alles scheißegal, nur Rainer. Rainer. Falls nötig sogar vielleicht sogar einen Nachhilfelehrer oder irgendwas, damit meine Kinder nicht so enden wie ich. Und am Ende ist es dann aber so gewesen, dass ich halt alles, was gesagt wurde, alles, was ich gesagt habe und gemacht habe, alles wurde im Prinzip irgendwie ins Lächerliche gezogen oder wieder. Nein, Rainer, es war lächerlich. Alles, was du gesagt, getan hast, war lächerlich. Im besten Fall. Und verabscheuungswürdig im anderen Fall. Rainer, dich musste niemand ins Lächerliche ziehen. Du hast im Lächerlichen angefangen. Weiter runter ging nicht mehr. Nach hinten losgehen lassen, dass ich auf jeden Fall schöne Probleme bekomme. So kann das nicht sein. Ich meine, für mich ist mein ganzes Leben, die letzten 10 Jahre, die letzten 12 Jahre, das ist für mich ein kompletter Traum irgendwie. Weil alles, was mir passiert ist, so surreal ist. Ganz doller Traum, Rainer. Träumchen, würde ich sagen. Ich meine, ich habe Tausende und Hunderttausende Leute jeden Tag vor meiner Haustür stehen gehabt, jahrelang. Ich darf mir von der Polizei anhören, dass ich keine Anzeige machen kann, weil es versuchten Hausfriedensbruch nicht gibt. Rainer, nein. Jetzt labert er sich da wieder in Rage. Rainer, nein. Erstens hat der Herr Müller die Anzeige nicht aufgenommen, weil du diese Leute zu dir nach Hause eingeladen hast und dann gesagt hast, Hausfriedensbruch etc., obwohl die nicht mal auf deinem Grundstück standen. Also es ist kein Hausfriedensbruch. Punkt. Und deswegen ist das nicht aufgenommen worden. Wenn jemand über meinen Zaun klettert, aber eben noch auf der anderen Seite vom Zaun ist, es gibt keinen versuchten Hausfriedensbruch. Wenn irgendjemand über meinen Zaun klettert, aber noch auf der anderen Seite vom Zaun ist. Ja, wenn er auf der anderen Seite vom Zaun ist, ist er nicht über deinen Zaun geklettert. Punkt.
In dem Moment, in dem er dann tatsächlich bei dir auf dem Hof steht, klar kann man sagen, ist Hausfriedensbruch. Aber nicht, wenn er auf der anderen Seite vom Zaun ist. Dann frage ich mich halt, warum gibt es denn versuchten Mord oder versuchten Einbruch? Rainer. Oh Mann, Leute. Es tut mir weh im Kopf gerade. Es schmerzt körperlich, ihm zuzuhören. Wobei versuchten Einbruch gibt es, glaube ich, auch nicht. Hätte ich jetzt zumindest auch noch nie gehört, Rainer. Aber für versuchten Mord zum Beispiel kann man durchaus auch eine gewaltige Strafe bekommen. Rainer, weil bei versuchten Mord schon was passiert ist. Ja, wenn jetzt jemand mit Mordabsicht irgendwie 5-mal auf jemand anders einsticht und der überlebt es, dann ist das versuchter Mord. Wenn irgendjemand an deinem Tor rüttelt, dann ist es nichts. Aber warum gibt es dann sowas wie versuchten Hausfriedensbruch nicht? Oder versuchten Einbruch? Jetzt wird hier wieder die Lex Rainer geschrieben, das große Anti-Mobbing-Gesetz. Auch in diesem Gesetz wird nur Rainer behandelt, alle anderen Leute scheißegal. Am Zaun rütteln ist hier versuchter Hausfriedensbruch. Ja, das ist jetzt der neue versuchter Hausfriedensbruch-Paragraph. Strafe, Tod am Strick. Zumal diese Leute ja regelmäßig immer wieder gekommen sind. Ich meine, wir hatten so ein paar Vögel, einen Typen aus Rothenburg oder aus Rot, glaube ich, war der, wechsle ich immer. Der ist aus Rot gewesen, der ist regelmäßig gekommen, der ist alle paar Monate mal gekommen, alle paar Jahre mal gekommen. Ich konnte gegen diesen Typen nichts machen, ich konnte keine Anzeige gegen den Typen machen. Vielleicht, weil er nichts getan hat? Ja? Ist das eine Idee? Könnte das sein? Dass er einfach nichts getan hat und ihn deswegen nicht anzeigen kannst, Rainer? Dabei hat er 3-mal Hausfriedensbruch begangen und jedes Mal ist er davon gekommen. Der hat bis heute keine Strafe, soweit ich weiß. Zumindest ist mir nie was mitgeteilt worden. Wartet mal eine Sekunde. Wenn er Hausfriedensbruch begangen hätte, hätte er auch eine Strafe bekommen. Kurz mal die Stimme ölen. Ja. Da muss er sich ein bisschen Zeit nehmen. Also diese engelsgleiche Stimme, die bedarf Pflege. Wir wissen alle, wenn er das nicht macht, dann kann er nur 10 Minuten Brüll heulen, ne, und dann kann er sonst 3 Tage lang nicht mehr sprechen. Ja. Ah ja, ich habe heute übrigens vor, das Video schon ein wenig länger zu machen. Rainer, no shit. So eine Stunde ungefähr. Ja, das hast du nicht ganz geschafft. Aber ich bin ja auch froh, ich reagiere schon eine Stunde auf diesen Schmutz. Wenn du das eine Stunde lang gemacht hättest, dann würde ich heute gar nicht mehr fertig werden. Ich möchte von dem Sonntag noch ein bisschen was haben. Kommen wir jetzt doch einmal nochmal zum Thema Schule, damit ich da mal auch noch ein bisschen so in die Richtung mich äußern kann, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Als ich in die Schule nach Bad Windsheim gekommen bin, das hatte ich ja schon mal erklärt, als ich in die Schule gekommen bin, gab es den sogenannten Hot. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Synonym für irgendwelche aufregenden und heißen Dinge, sondern das war die Aussage für, das heißt auch nicht Hot, sondern Hort. Dachte ich mir, ich wollte es gerade sagen. Da gab's den Hot. Es gab den Hot und es gab den Cold. Ja. Und ja, komm. Lass so gut sein. Ne? Das habe ich damals missverstanden, weil ich Englisch so schlecht kann. Sorry. Jetzt hat er mich. Er hat statt Hort Hot verstanden, weil er Englisch so schlecht kann. Ja, ich lieg hier gleich am Boden. Leg mich am Arsch. Hort, es ist eines der deutschesten Wörter, die man sich vorstellen kann. Es mit einem harten R drin. Ja?
Und das klingt so, als würde man Kinder in so ein Gehege rein, wo ein Trog in der Mitte ist. Das ist wirklich... Komm. Oh. Luft. Oi, der Keks. Oh, das hat mich das jetzt unvorbereitet getroffen, Leute. Oh, okay. 21, 22. Okay. Ich glaube, wir können weitermachen. Am Prinzip ist es sowas wie eine Hausaufgabengruppe. Und da gab es zwei, da gab es Gruppen. Zwei Lehrer oder halt zwei Beauftragte, die halt da dabei waren. Die haben uns bei den Hausaufgaben geholfen und bei der Schule und so weiter. Rainer, die Scheiße, die hast du doch schon gelabert. Die haben dich da in diese Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag reingepackt, weil du zu dumm warst und weil du in der Schule nicht aufgepasst hast und deine Hausaufgaben sonst im Leben nie gemacht hättest. Das hast du uns alles schon erzählt. Und dann gab es halt dann meistens auch nochmal so eine Praktikantin, beziehungsweise Referendarin heißt es ja. Das ist ein Unterschied, Rainer. Oder Referendar. Also ein angehender Lehrer, der dann da mit dabei war. Dann waren es zu dritt. Und ansonsten hatten die zwischen 10 und 15 Schüler. Im Alter von, ich glaube, 10 bis 13 oder so. Maximal 14, glaube ich, war das. Mit denen die dann die Hausaufgaben gemacht haben, bei denen wir dann gegessen haben. Ich habe das mal ein bisschen angeschnitten gehabt. Und ich hatte ja auch schon erwähnt bei einer vorherigen Folge, dass ich auch ein bisschen ein Schisser war. So, wenn es um ältere Schüler ging. Rainer, du bist immer noch ein Schisser. Rainer, du bist immer noch feige. Du stellst dich zwar immer so dar, wie wenn du der große Held wärst, der sie den Hatern entgegenstellt. Aber in den allermeisten Fällen hast du dich entweder hinter deinem scheiß Zaun versteckt und die Leute mit dem Schlauch nass gespritzt oder mit Scheiße beworfen. Oder hast dich da in dem Gebüsch neben dem Schuppen, der da zusammengestürzt ist, in dem Gebüsch versteckt und hast aus dem Hinterhalt aufgelauert und zugeschlagen, entweder mit dem Holzstecken die Autoscheiben eingeschlagen oder mit Steinen auf die Autos geworfen. Du warst schon immer eine feige Muchte. Du hast dich noch nie irgendwas getraut. Rausgegangen und tatsächlich körperliche Konfrontation hast du bloß dann gesucht, wenn da irgendein Krischball dort gestanden ist, von dem du geglaubt hast, du kriegst ihn weg. Und selbst dann hast du es nicht geschafft. Ich hatte vor älteren Schülern immer Respekt und auch ein bisschen Angst. Und jetzt waren da aber halt auch mehrere ältere Schüler drin. Aber ich habe mich dann da mit denen irgendwann mal halbwegs gut verstanden. Nicht mit allen, aber mit 1, 2 Leuten. Ich weiß noch, ich denke, einen Namen kann ich ja erwähnen. Das ist ja nur der Vorname. Ich weiß auch noch den Nachnamen. Es gab immer den Roman. Das war ein richtig cooler Typ. Das war ein älterer Schüler, der war 2 Jahre, 3 Jahre älter als ich. Und der kam auch aus der Umgebung von der Schule. Und der war richtig cool drauf. Rainer, wenn es kein Internat ist, dann kommen die meisten Schüler aus der Umgebung von der Schule. So, der hat viel zeichnen. Der hat viel gezeichnet. Der konnte das auch richtig gut. Und dann gab es den Attila. Das war auch ein älterer Schüler. Der ist später veganer Koch geworden und versteckt sich jetzt in der Türkei vor den deutschen Behörden. Und da hatte irgendwie einen Cousin. Das war ein Türke. Und dann hat er noch einen Cousin gehabt. Da weiß ich den Namen nicht mehr. Aber von dem ist auf jeden Fall, von dem Cousin, der ist halt relativ klein gewesen, der war kleiner als der andere. Der hat auf jeden Fall irgendwann dann Rainer, was laberst du wieder für einen Zusammenhang? Bist du schon wieder am Daddeln im Hintergrund? Rainer? Rainer? Der hatte sehr oft, seine Mutter war dann sehr oft da, hat ihn abgeholt vom Hottern. Wow. Wow.
Stell dir vor, die Eltern haben ihre Kinder vom Hort abgeholt. Krass utopische Welt. Es waren beides ziemliche Chaoten, die zwei. Die waren auch sehr streitlustig, alle beide. Die waren jetzt nicht böse oder so. Und ich will jetzt da auch keine rassistischen Sachen bringen. Wir hatten auch Russen dabei, die waren auch in Ordnung und so. Die zwei waren an sich auch in Ordnung und cool drauf. Aber die hatten halt so ein bisschen. Die haben ein bisschen den älteren Schüler raushängen lassen, sag ich mal. Zumindest mir gegenüber. Allerdings bin ich auch bei anderen Leuten da sehr schnell nach hinten losgegangen gewesen. Was ist das wieder für eine Aussicht? Ich bin bei anderen Leuten nach hinten losgegangen gewesen, oder? Ja, und dann gab's noch mehrere Schüler, bei denen das dann so war. Ja. Und was könnte ich jetzt noch dazu erzählen? Die Sache mit dem Hot war halt für mich immer ziemlich nervig, weil ich wollte halt nach der Schule eigentlich nach Hause und wollte Pokémon schauen. Oder Yu-Gi-Oh! Oder so. Nee, das ist richtig. Und deine Eltern haben gesagt, du bist eh schon hageldumm genug, du musst irgendwie deine Hausaufgaben machen. Und zu Hause ist zu viel Ablenkung. Deswegen schaust du nicht Pokémon und Yu-Gi-Oh!, sondern du gehst jetzt in den Hort und lernst. Und an der Nacht. Und ich glaube, die, wenn gewusst hätten, was dann im Endeffekt aus ihm wird, die hätten gesagt, okay, dann ist auch schon wurscht, dann lass den Pokémon schauen. Daran, dass ich im Hort war, weil ich kam so ziemlich als letzter vom Hort, kam ich als letzter nach Hause. Wir hatten Hort Schluss mit dem Hort hatten wir ungefähr um 5 und ich war irgendwann um 7 zu Hause. Also ich hatte einen Heimweg von 2 Stunden und das nur deswegen, weil ich mit dem Zug gefahren bin. Ich musste nämlich mit dem Zug nach Neustadt und von da aus dann mit dem Zug nach Emskirchen und da wurde ich dann erst abgeholt oder musste dann mit dem Fahrrad noch vom Bahnhof nach Hause fahren. Und das hat insgesamt 2 Stunden gedauert. Mei, du armer Bur. Weil wir auch immer Bahnverzögerung hatten. Also wir hatten um 17:05 Uhr oder so, war Feierabend. Und um 17:15 Uhr ist der Zug gefahren. Jetzt musste ich aber erstmal von der Schule zum Bahnhof laufen. Das ist schon 10 Minuten eigentlich zu schaffen. Aber wenn dann mal Straßenverkehr irgendwie problematisch ist oder irgendwas anderes, kommt man nicht einmal dahin. Und das Zugticket musste ich mir auch. Ja, oder wenn da Hans Guck in die Luft bist, der sich auf nichts konzentrieren kann und der sich permanent ablenken lässt und dann einfach trödelt und zu spät kommt, ist auch scheiße, ne? Auch noch kaufen. Das war halt einfach nicht zu schaffen. Das war nicht zu schaffen. Und dann kam es oft vor, nicht immer, aber oft vor, dass ich halt entweder 5 Minuten früher gehen durfte, dann kam ich immer ein paar Stunden, dann kam ich immer ein bisschen früher an. Oder es ist passiert, dass ich den Zug verpasst habe, dann habe ich einfach eine Stunde am Bahnhof warten müssen. Weil der Zug nämlich nur alle Stunde nach Neustadt fährt. Ja, und diese ganze Scheiße hättest du dir ersparen können. Da lag es auch an dir. Hättest du dir ersparen können. Wenn du in der Schule aufgepasst hättest und deine scheiß Hausaufgaben gemacht hättest und nicht unter aller schlechteste Schüler in der Dulli-Schule gewesen wärst, dann hätten deine Eltern dich nicht in diesen Hort verpackt. Wenn man dir auch nur ein bisschen hätte vertrauen können, ja, dann hätte es geheißen, ja, der Rainer, der kommt nach der Schule, kommt er nach Hause, ja, dann darf er, je nachdem wann das läuft, ja, kann er dann erstmal seine Hausaufgaben machen und dann Yu-Gi-Oh! Schauen oder natürlich erst Yu-Gi-Oh! Schauen. Das würde ich ihm sogar zugestehen, weil das war als Kind mit linearem Fernsehen ist halt scheiße. Ja? Das läuft halt da und wenn du es verpasst hast, ist es halt verpasst und wiederholt wird es vielleicht, wenn du Glück hast, in ein paar Jahren. Nee, aber das wäre möglich gewesen, Rainer. Du hättest halt selber was dafür machen müssen. Du hättest halt selber merken müssen, hey, wenn ich mir jetzt anstrenge und in der Schule aufpasse und meine Hausaufgaben mache, zum Beispiel auf dem Heimweg von der Schule, wenn der 2 Stunden dauert, hättest du ja im Zug deine Hausaufgaben schon mal machen können. Ich glaube, in 2 Stunden kriegt man die Hausaufgaben hin. Und dann hättest du zu Hause ankommen können und sagen, hey, ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Hier sind sie. Oder
ich habe so weit gemacht, wie ich konnte. Bei dem brauche ich noch Hilfe. Ja. Hättest du fertig machen können, dann nach den ganzen Nachmittag Yu-Gi-Oh! Und Pokémon schauen. Oder, nee, alle halbe Stunde. Entschuldigung, alle halbe Stunde ist er gefahren. Aber dann saß ich da einfach mal eine halbe Stunde länger rum. Das war eine Katastrophe. Und das Schöne an der ganzen Aktion war, dass ich halt eigentlich... Ich hatte halt schon in der Früh einen sehr langen Weg. Also ich musste schon in der Früh, musste ich um 5 aufstehen, damit ich um Viertel 6 mit dem Zug fahren durfte. Mit dem Bus. Wir sind ja dann abgeholt worden. Und dann musste ich mit dem Bus nach Bad Windsheim fahren, in die Schule. Und da bin ich einfach mal... Wie lange bin ich da im Bus gewesen? Da war ich 1,5 Stunden ungefähr im Bus gesessen, weil ein Schulbus, der fährt ja nicht auf direkten Weg, sondern der sammelt ja noch die ganzen Schüler ein. Und dann hast du hier einen Schüler gehabt, der dann irgendwie vergessen hat, was zu trinken mitzunehmen, dann musste er nochmal schnell ins Haus rennen. Dann gab es einen Schüler, der ist zu spät zum Bus gekommen, dann hat der Busfahrer warten müssen. Und das hat sich dann alles immer verzögert. Und dann in der Schule, wenn wir mal pünktlich angekommen sind, habe ich noch fast eine Stunde auf den Schulbeginn warten müssen. Hä? Also ihr wart pünktlich da und habt trotzdem noch eine Stunde warten müssen. Dann ist doch wurscht, ob der Verspätung hat. Dann war ja doch offensichtlich ein Zeitpuffer von 1 Stunde für den Fall, dass die kleinen Dullis zu Verzögerungen führen, war doch eingeplant. Das ist doch alles gut. Im alten Schulgebäude ging es, weil das alte Schulgebäude von vornherein immer offen war. Aber das neue Schulgebäude, das war nie offen. Das neue Schulgebäude wurde immer erst eine halbe Stunde vor Schulbeginn geöffnet. Das muss auch reichen, Rainer. Weil die Lehrer zu faul waren, in ihrem Lehrerzimmer im neuen Schulgebäude zu sein. Die waren immer im Lehrerzimmer im alten Schulgebäude. Die sollen mal ihren scheiß Job machen, Herr Zettler. Und das bedeutet, man musste jedes Mal vor dem beknackten Schulgebäude warten. Und es war im Winter richtig geil. Da waren wir eine halbe Stunde in der Kälte gestanden. Rainer, wenn das andere Schulgebäude offen war und draußen ist es unerträglich kalt, was könnte man da tun? Option A, man geht in das alte Schulgebäude, setzt sich da auf irgendeiner Bank, weil da gibt es ja auch sicherlich Areas, wo du dich aufhalten konntest, damit man sich nicht die Eier abfriert. Option B, man steht wie der hinterletzte Kernbehinderte vor dem Gebäude nebendran, vor der verschlossenen Tür und beschwert sich 20 Jahre später drüber, dass das kalt war. Eine Option ist schlau, die andere ist hageldumm. Und wieder einmal hast du die falsche Wahl getroffen, Rainer. Oder auf den Bänken gesessen im Pausenhof, weil man einfach nicht in die Schule reingekommen ist, weil die Lehrer zu faul waren, frühs, wenn sie kommen, einfach hinzugehen, die Tür aufzumachen und das Klassenzimmer aufzusperren. Wobei, dass man auf die wollten halt euch Dullis auch nicht aufsichtslos durchs Schulgebäude marodieren lassen. Kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, wenn nebendran das andere Schulgebäude ist und das ist offen und beheizt, dann hock dich halt da rein, die halbe Stunde. Klasse gewartet hat, oder vor der Klasse gewartet hat, dass man in die Klasse gekommen ist, das hatte ich auch die ganze Zeit. Weil es kam nicht selten vor, dass wir eine halbe Stunde vorm Lehrer angekommen sind. Das müsst ihr mal vorstellen. Da kommt man in die Schule, hat sowieso schon keinen Bock und steht eine halbe Stunde vor dem vom verschlossenen Klassenzimmer rum. Ich meine, es gab auch oft einmal einfach so, dass der Lehrer einfach das Klassenzimmer gar nicht abgeschlossen hat. Das gab es auch. Rainer, das ist ganz normal. Es wird der Zeitpuffer eingeplant für den Fall, dass es irgendwelche Staus, Verkehr, sonst irgendwas gibt. Für den Fall, dass irgendein Dulli sein Getränk drinnen vergessen hat. Was weiß ich. Und dann ist man halt ich war auch eine halbe Stunde vor Schulbeginn bei mir in der Schule. Und wir haben auch eine halbe Stunde gewartet, bevor es losgegangen ist. Was wir dann halt gemacht haben, ist, wir haben halt geratscht, wir haben Musik gehört. Ja, ich habe halt Freunde gehabt, das ist natürlich schwierig, wenn man keine hat. Und da ist die Zeit schon irgendwie rumgegangen.
Oder haben nur schnell gegenseitig die Hausaufgaben voneinander abgeschrieben. Das ist natürlich auch ab und zu mal vorgekommen. Bei ein paar Klassenlehrern, die haben natürlich gewusst, ne, ja, die und die Klasse oder der und der Schüler kommt früher von der Schule. Der kommt früher zur Schule, weil der Bus so früh kommt. Aber ich komme halt nicht vor 7 oder vor halb 8 komme ich halt nicht, weil ich keinen Bock habe. Rainer, die haben andere Sachen zu tun. Die sitzen da im Lehrerzimmer nicht und spielen sich in der Hose rum. Die bereiten den Tag vor. Und auch den Leuten, gerade den Leuten auf so einer Schule, wirst du mal ein bisschen Vorlaufzeit gönnen dürfen, bevor sie sich da reinsetzen und deinesgleichen versuchen, irgendeinen Sachverhalt in die Rübe zu prügeln, der da mit Gewalt nicht drinnen bleibt. Gönn ich denen schon, dass die vorher sagen, hey, wir setzen uns dahin, trinken unseren Kaffee, bereiten in Ruhe alles vor und dann geht's los. Nee, Rainer ist da, Rainer muss bespaßt werden. Hier, sollen wir mal ihren Job machen. Also sind sie hergegangen und haben einfach das Klassenzimmer aufgesperrt gelassen. Ist ja auch in Ordnung, kann man ja machen. Aber das war halt einfach nervig, wenn das Klassenzimmer abgeschlossen wurde. Vor allem im neuen Schulgebäude haben die Lehrer die Klassenzimmer immer abgeschlossen. Da war das Klassenzimmer nie offen. Und dann musste man jedes Mal, wenn man in die Klasse gewollt hat, dann vor der Klasse eine halbe Stunde vor der Klasse sitzen und warten. Das war echt ätzend. Und für mich war das natürlich immer richtig geil, weil ich konnte mich dann nicht mehr auf meinen Platz zurückziehen und mich da in Ruhe hinsetzen, sondern ich habe mich dann immer schön irgendwo weit entfernt von den anderen Schülern hinsetzen müssen, weil die sonst mir alle die ganze Zeit auf den Sack gegangen sind oder mich einfach aufgeregt haben oder ja, weil du halt ein kleiner Dulli warst und die dich alle nicht mochten. Mich genervt haben oder sonst was, damit ich mich aufreg, weil ihnen war dann natürlich langweilig. Und was macht man natürlich als Schüler, wenn einem langweilig ist? Man geht auf den los, der natürlich sich immer aufregt. Ja, das ist dieselbe Mobbing-Fabel, Ladi da. Arsch. Reiner Arsch. Du warst halt damals schon unbeliebt, weil du damals schon so einen Charakter hattest, wie du ihn heute hast. Punkt. Und die wollten halt nichts mit dir zu tun haben. Wenn du nicht so ein unmöglicher Mensch wärst, dann hättest du da Freundschaften schließen können. Dann wäre die halbe Stunde wäre so rumgegangen. Da wärst du in der Situation gewesen, wo du dich mit deinen Freunden unterhalten hast über alles Mögliche und hättest du gedacht, ja scheiße, jetzt geht ja der Unterricht schon los. Ich wäre jetzt gerne noch länger mit denen da gesessen und hätte mich unterhalten. So wie die meisten anderen Leute auf der Welt, die Erfahrungen mal gemacht haben. Weil man dann was zum Lachen hat. Ja. Es wurde dann in den späteren Klassen wurde es dann besser, als ich mir dann irgendwann einen DVD-Player zugelegt habe, einen mobilen. Da habe ich dann einen tragbaren DVD-Player gehabt. Also, wenn ich in dem Alter zu meinen Eltern gesagt hätte, ich brauche für die halbe Stunde bevor die Schule losgeht, einen tragbaren DVD-Player. Und die Dinger waren damals schweineteuer. Die hätten mir die Prügel ausgeschmissen. Verbal. Ja. Dann konnte ich mich hinsetzen und konnte DVD schauen. Da haben mich dann die ganzen Vollpfosten, die mich sonst immer genervt haben, wenigstens nochmal genervt, weil dann waren sie hinter mir gesessen und haben dann zugeschaut. Das ist geil. Den kleine Dulli kann den Charakter nicht punkten, deswegen schenken wir ihm irgendein teures Technikspielzeug, damit ihn die Leute in Ruhe lassen, weil sie dann das mitnutzen können. Großartig. Richtig gut. Der Witz ist nur dann immer gewesen, dass die dann immer so voll geschockt waren, weil trotz ihrer angeblichen Härte waren das manchmal so ein bisschen Weicheier. Und ich war dann zum Beispiel wie alt war ich da? Ich war da mit 14 oder so. Ich habe mir mit 14 einfach Underworld angeschaut. Ne? Also, wisst ihr schon, ne? Der Film mit die Vampire und den Werwölfen. Und ich sitze dann einfach da so im Pausenhof. Dann er ist die harte Drecksau gewesen, ja bitte. Und die wartet darauf, dass die Schule aufgeschlossen wird. Sitzt da so. Und hinter mir einfach mal 5 Leute. Und plötzlich spritzt das Blut und alles im Film und alles so, was ist denn das?
Ich so, hä, was habt ihr für ein Problem? Ja, Alter, Rainer, du bist so cool gewesen damals. So cool. Die haben gar nicht verstanden, wie cool du warst. Ja, die haben ja richtig was verpasst. Die waren so traurig, dass sie erst so spät gemerkt haben, wie cool du bist. Und waren so total niedergeschlagen. Oh, scheiße, wir hätten mit dem so viel Spaß haben können, weil er so ein cooler Drache ist. Ja, halt dein dummes Maul. Ja, was schaust denn du da an? Hä, wie, was schaue ich da an? Das ist Underworld. Ist ja voll bizarr. Und ich denke mir so, hä, was? Genau, bizarr. Bizarr wird das Wort gewesen sein, das hier die Leute auf der Kloppi-Schule benutzt haben. Mit Das Sicherheit. ist nur ein Weichei. Ja. Also das war nicht bei alles so, ne? Aber es gab so ein paar Vollpfosten, die hatten da halt dann, einer hat dann mal sogar daneben, hat dann sogar mal in den Schuh gekotzt, weil der einfach kein Blut sehen konnte. Dabei Ja, genau so ist es passiert. Oh Mann, das ist, ganz ehrlich, es hat relativ vielversprechend angefangen, diese Scheiße. Und jetzt hat er sich schon wieder in seine Allmachtsfantasien reingerendert. Die waren damals alle, die mich gehasst haben, waren damals schon alles Lappen. Ja, und ich war ja harte Typ. Ja, das Blut hat Spritzen, kennt er bis an 5. Stock lauft, das war aber wurscht. Halt dein Maul. war das eigentlich ja bloß ein Film. Und das hat ihn aber keinen Unterschied gemacht. Der konnte das nicht sehen, der hat dann voll in den Schulhof gekotzt. Rainer, der hat in den Schulhof gekotzt, weil er eine Stunde lang Film geschaut hat, während er hinter dir gestanden ist und den Gestank nicht mehr ertragen konnte. Deswegen hat er in den Schulhof gekotzt, nicht wegen dem Blut. Zugegebenermaßen ziemlich witzig. Für mich in dem Fall. Aber Schadenfreude und so ist ja nicht so schön, ne? Dreifache Meine Räusperer? Stimme ölen. Ja, ölen Sie. Was könnte ich noch erzählen? Nichts, Rainer, hör auf. Wir hatten in der Nähe von der Schule einen Steinbruch. Und da waren wir sehr oft als Schüler rumgesessen und haben dann, also wir sind dann ab und zu mal mit der Schule. Wenn ich heute so drüber nachdenke, ne? Wenn ich heute so drüber nachdenke, denke ich mir oft, die Schule, in der ich war, ist eigentlich ein Witz gewesen. Weil wir haben oft einmal einfach so, es kam nicht selten vor, dass wir einfach mal so 2 Stunden, 3 Stunden Schulstunden dann einfach mal mit den Lehrern einfach irgendwo hingegangen sind. Oder einfach mal, der Lehrer hatte keinen Bock, also hat er einfach mal eine Freistunde gemacht für 2 Stunden, also 2 Schulstunden. Das heißt, wir hatten die große Pause und Diese Freistunden hat es nur gegeben, weil der Lehrer keinen Bock hat. Nicht, weil der vielleicht krank war. Nee. Lehrer hatte einfach keinen Bock. Er hat gesagt, hier, so lief das damals. Ja, an der Dulli-Schule, wenn du Lehrer warst, konntest du einfach sagen, nee, du, ich habe jetzt 2 Stunden unterrichtet. Jetzt ist Pause, die paar Stunden danach, Arsch. Ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe jetzt nach Hause. So, das war das Lehrerleben damals an der Dulli-Schule. So ist gelaufen. Und dann haben sie sich gedacht, hier so dem Rainer, dem Hageldom Knallkopf, dem können wir eh nichts mehr beibringen und der ist ja der einzige, der zählt von den Schülern hier, der Rest ist eh vollkommen wurscht. Und hurra, die Gams. die kleine Pause und hatten 2 Schulstunden oft einmal einfach nicht. Aber wenn wir in der Mitte drin hatten, dann hatten wir einfach mal 2 Stunden oder 3 Stunden Ruhe und konnten einfach machen, was wir wollten. Dann sind viele von uns einfach mal in der Stadt gewesen. Ein paar, die in Bad Windsheim gewohnt hatten, die sind manche zu denen gegangen und haben dann gezockt oder irgendwas. Das siehst du, wenn du nicht so ein unmögliches kleines Stück Ding gewesen wärst, hättest du Freunde machen können, die in Bad Windsheim gewohnt haben. Und hättest in der Zeit zu denen mit nach Hause gehen können und hier Pokémon gucken oder so. Hm? Und das kam nicht selten vor. Und wenn ich heute so drüber nachdenke, denke ich mir so, naja, dass man an der Schule nicht viel gelernt hat, das ist irgendwie nicht verwunderlich. Das gab es jetzt nicht bei jedem Lehrer. Und ich habe mich damals Die Lehrer sind schuld, dass er in der Schule nichts gelernt hat, oder? natürlich nicht darüber beschwert, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich heute so drüber nachdenke, macht das eigentlich schon Sinn, dass das eigentlich Blödsinn war. Weil ich gehe ja in die Schule eigentlich, um was zu lernen. Aber das liegt vielleicht an meinem Alter, dass ich das heute anders sehe. Als Schüler war das natürlich cool. Vor allem war es für mich cool,
Weil ich bin einfach hergegangen, Als Schüler war das cool, da haben wir gedacht, yeah, ich lerne nichts, meine Zukunft geht in den Guldi. Aber ich kann auch YouTube machen, weil da muss man nichts machen und werden mit Barren überworfen. immer irgendwie einen 20er oder einen 50er einstecken. Und ich bin dann einfach gegangen, habe mir ein bisschen was vom Bäcker geholt, mir einen kleinen Drink geholt oder so. Und bin irgendwo hingegangen, habe mich dann irgendwo in irgendeine Ecke geguckt. Alter, einen 50er einstecken. Ein 50er? Willst du mich verarschen, Rainer? Was hab ich für mein Brotzeit gekriegt irgendwie? Mir jetzt auch geheißen, hier nach der Schule nochmal zur Hausaufgabenbetreuung, weil ich ein Träumer war. Ich hätte ansonsten den ganzen Nachmittag für die Scheiße gebraucht. Und da hatten wir dann 5 Euro in die Hand gedrückt, so für ihre Brotzeit und dann hurra die Gams. Und komischerweise, da dann ich in einem Raum ohne Ablenkung saß und dann nicht raus durfte, bevor die Hausaufgaben nicht gemacht waren und ich nicht beim Vokabeln abfragen gut genug war, hat das funktioniert. Ich habe mir die Hausaufgaben gemacht, zack, 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 habe mich abfragen lassen und war eine Stunde später wieder draußen aus dem Laden. Und hab geraucht und hab was gesoffen. Also, das ist kein Alkohol. Alkohol habe ich eigentlich eher wenig getrunken, aber habe dann einfach geraucht und habe einfach ein bisschen Cola getrunken und ein bisschen was gefuttert und habe dabei Gameboy gespielt oder so, bis die Schulstunden wieder angefangen haben. Solche Geschichten. Ach Mann. Ja, das ist alles ziemlich übel gewesen früher. Rauchen und Gameboy spielen und währenddessen fressen und saufen, das ist, oh jeder, ist die Hölle. Naja. Letzten Endes weiß ich noch nicht, wie das weitergehen soll. Ich für meinen Teil hoffe, dass das irgendwann mal verbessert. Aber ehrlich gesagt, viel Hoffnung habe ich ja nicht. Okay, eine ganze Stunde schaffe ich heute vielleicht doch nicht zu quatschen. Ja, Gott sei Dank, Rainer. Betrachtet das als kleine Bonusfolge. Ich werde die Tage noch eine andere Folge aufnehmen und dann muss ich mal schauen, was eigentlich auf meiner Liste noch so stand an Themen. Ich habe nämlich leider die Liste nicht mehr. Ich muss mir überlegen, ob ich mir nicht in Zukunft online meine Skripte schreibe. Dann kann ich wenigstens darauf zugreifen. Na gut, mein Zeug sollte ich ja hoffentlich auch bald wieder bekommen. Ach so, ich habe übrigens, das könnte ich noch kurz ansprechen als kleines Info-Bröckchen am Ende. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass mein PC und meine Datenträger mir weggenommen wurden aufgrund von Verdacht von Kinderpornografie und von gewaltverherrlichten Sachen, die ich angeblich verbreite. Das war Blödsinn. Also das Gewaltverherrlichen angeblich stimmt, aber nicht Kinderpornografie ist, sondern angeblich wegen Sodomie. Ja, weil ich irgendwelche Sodomie-Sachen angeblich verbreite. Ist natürlich völliger Bullshit. Völliger Bullshit. Also die Gewaltfantasien, auch vollkommener Bullshit. Diese Primanoctis-Scheiße, die du ins Internet gepimmelt hast, absolut aus der Luft gegriffen. Wie man da drauf kommt, dass du Gewaltfantasien hast, ich weiß es nicht. Natürlich wieder komplett aus der Haterfeder. Ja, alles aus der Haterfeder. Auch hier das mit den großen Wassertieren und den Pferdeficken, das ist auch alles aus der Haterfeder. Hast du nie gesagt alles. Und ansonsten haben die halt eine Geschichte aus einem meiner spezielleren Foren genommen und haben das halt als Vorwand genommen wegen Gewaltverherrlichung. Dabei hatte das nur den Aspekt, dass das einen Fetisch bedienen sollte und es war sogar Rainer, nein. Nein, es ist kein Fetisch. Also, wenn das dein Fetisch ist, dir auf solche Geschichten anzukeulen, dann bitte lass dich einweisen. Das ist kein Fetisch. Extra im Post sogar noch ganz am Anfang gekennzeichnet als solches. Aber gut, hilft ja nichts. Na gut, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschö. Ja, Gott sei Dank ist die Scheiße jetzt vorbei. Wie lange haben wir? 1 Stunde 35 sowas. Gut.
Wunderbar. Jeder. Schwierig. Ich möchte jetzt den restlichen Sonntag noch genießen, deswegen fasse ich mich kurz. Ich sage, tut nichts, was einer tut. Um Himmels Willen bitte nicht. Und Metal off.